Illusion, ihr denkt euch, verdammte Scheiß, was ist mit dem Kani seiner Stimme los? Na, ich bin's, der Corby. Mit dabei haben wir halt einen Haufen Leute. Also wir machen das hier gleichzeitig live. Also das heißt, auf YouTube könnt ihr uns sogar sehen. Und da werdet ihr dann feststellen, verdammt, wir sind die Leute. Also Seppi, gut, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Aber wer ist die hübsche Dame in der Mitte? Aber die werden sich jetzt gleich dann selber vorstellen. Beziehungsweise ich übergebe jetzt aufgrund von meiner perfekten engelsgleichen Stimme das Sexy Wort Voice. erst nur am Mike. Der darf dann sagen, warum unsere Gäste heute hier mit dabei sind, beziehungsweise warum du jetzt gerade als Gast bezeichnet worden bist. Stimmt, so ein Rätsel. Zuallererst sage ich euch einmal, was wir jetzt da überhaupt machen. Und zwar ist das unsere erste Recap-Folge zum 11. Hardline Filmfestival. Yeah! Yes! Wir haben den ersten Tag mit Bravour überstanden. Wir haben eine sehr gute Einleitung gemacht natürlich. Die Menge hat getobt. Die Stimmung war super. Es waren sehr viele Leute da, es waren sehr viele bekannte Leute da, es waren sehr viele coole Leute da. Es gab viel zum Trinken. Sehr viel. Zu viel? Deswegen ist ja der Kani wieder mal nicht da. Nicht einmal im Hintergrund. Kani, Nein. sag was. Nein, es Kein ist Geräusch. Er ist einfach nicht weg. anwesend. Er ist weg. Und wir haben nämlich zwei Hardline-Jungfrauen am Start. Eben, wie gesagt, an Seppi und die Franzi. Und die erzählen uns jetzt mal ein bisschen was, wie ihre ersten Eindrücke waren vom Hardline. Bitte. Die Dame zuerst. Ja. Der erste Eindruck, also ich bin entjungfert worden, war echt geil. Also hat mir taugt, richtig neidonert. Ja, die Eröffnung war natürlich Bombe. Der Seppi, gell, hat sein Bestes gegeben. Dankeschön. Tippi, Toppi. Ja, und dann natürlich die Herren von Viva la Illusion, gell. Ey, Daumen nach oben, gell. Was ist jetzt du von deinem Handy? Nein. Das war der Conny. Ja, war auch sehr interessant. Dann ist losgegangen mit die Filme. Das war der, Brooklyn 45, genau. Ja, sehr interessant, mal was anderes gewesen. Auch mit so, was war das genau? Nazis. Kammerspiel im Ja, Geisterland. Dämonenbeschwörung und so Zeug und Seance und so. ja, war recht interessant, war cool. Besonders der Schluss dann auch, also da ist dann richtig abgegangen. Ja, da ist schon Blut gespritzt, gell. Ja, und das war auf alle Fälle einmal ein Kontrastprogramm zu den üblichen Geisterfilmen, so, weil es sehr entschleunigt war, die ganze Geschichte. Und er ist in Richtung Innkeepers gegangen vom Ty West, falls den nicht mehr kennt, dass man sich irgendwie vorstellen kann, auf was man sich da ungefähr einlässt bei Brooklyn 45. Ja. Also war cool. Genau, um das von Mike abzukürzen, das war cool. Schmerz nicht lang bitte. Ja, der zweite Film, ja, der Emu War. Da braucht man echt einen Haufen Bier für den Film. Also, ja, das war halt mehr so Trash-mäßig. Mäßig. Mäßig, gell. Mäßig. Ja, mei, das ist halt. Ja, so ein absoluter Trash, war unterhaltsam, aber es war jetzt auch nicht so, wo ich sage, ist der geil, Alter, Top-Film. Doch, Ja. er hat alles gehabt. Er hat alle drei Ts erfüllt. Das ist definitiv, ja. In grandioser Weise. Also Auf jeden Fall. ausgesucht hat ihn ja der Dominik, unser Idiot. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Also er hat sich direkt auf diese drei Ts konzentriert. Es waren Titten dabei, Trompeten und tote Tiere en masse. Ja. Ja. Und hat den Film auch wirklich gebührend eingeleitet. Das war auch seine Entjungferung quasi, dass er vorher auf der Bühne einmal was sagen darf. Und das hat er auch super gemacht und darf er gerne wieder öfter machen. Das ist gut. Und auch dieses Trash-Format, das jetzt das Hardline zum ersten Mal bedient, steht im Festival sehr gut. Jetzt ist es noch ein wenig facettenreicher und ja, man glaubt nicht, dass man so ein tolles Festival noch besser machen kann. Es geht immer besser. Ja, Auf alle Fälle. Und, ja. Ja, ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch das erste Mal da gewesen und ich habe mir vorher nie wirklich vorstellen können, was mich da jetzt erwartet. Weil ich war zuerst nur einmal mit Mike und mit Conny auf dem Fantasy-Filmfest und das ist ja eigentlich nur ein Kinobesuch, mehr ist ja das nicht. Aber hier, super Stimmung, super Leid, viele gute Gespräche gehabt, das ist echt ein ganz tolles Festival, kann ich jedem nur empfehlen. Auch wenn man jetzt mit dem Horror-Thema jetzt nicht so viel am Hut hat oder nicht so tief drin ist ein super Einstieg und ja,
Und Geil. vor allem, du hast es da ja richtig hart gegeben. Also, Ja, ich habe ja das erste Mal da und dann habe ich auch noch das Intro machen müssen. Also ich war der Erste, der da auf der Bühne gestanden ist, habe da das Intro fürs Intro gemacht. Die Leute haben so, hä? Who's that? Also ein wenig erklärt. Dann haben die Jungs ja Leck gemacht und dann war das Eis komplett gebrochen und jeder war eigentlich nur in Partylaune und hat dann 2 super Filme gekriegt. Genau. Die sanfter Einstieg, dann ein bisschen knackig und dann Trash-Format vom Feinsten. War echt ein guter erster Tag. Bin Und? zufrieden. Ihr seid überall, glaube ich, gut aufgenommen worden, oder? Ja, alle sehr Ja. herzlich. Doch. Trotz der Verbindung zu Viva la Movilusion. Man versucht geheim zu halten. Das ist natürlich immer so. Na doch, Kann man sehr, besser sehr sympathische Leute. Also man kann sich unterhalten. Ja, das stimmt. Na, ist cool. Es ist ja natürlich vom Vorteil, dass direkt hinterm Kino die Kinokneipe ist. Also das heißt, da kann man erstmal sich was antrinken, dass man das Eis brechen kann. Oder sich was antrinken, dass man erfolgreich Emo was Intro. Achso, nein, ich wollte gerade sagen, ein Intro meistern kann. Und da muss man jetzt schon hervorheben, Mike. Also, du hast ja diesmal dein eigenes Mic gehabt. Wortwitz. Und du hast es hervorragend gemacht. Also, Danke sehr, danke Ja. sehr. Das freut mich. viel souveräner und authentisch. Also, ich verstehe gar nicht, was da davor für Bedenken da waren. Ja, ich verstehe das schon, was da für Bedenken da waren. Aber es ist wirklich dann, diese Dynamik auf der Bühne, das hat sich dann verselbstständigt. Und natürlich geht mein Dank noch an die Brauerei Penninger, oder die Brennerei Penninger, die mir mit einem Blutwurz noch den letzten Kick gegeben haben, kurz vor dem Auftritt. Also richtig Selbstvertrauen und ja, danke Stefan. Ja. Jetzt wissen wir aber, warum der immer in dem Beitel dabei ist. Ja. Also, ich fand den Auftrag gestern auch super. Das Einzige, was mir jetzt gerade fehlt, ist Stimme. Und heute freuen wir uns natürlich auch drauf. Also es war ja jetzt gestern der erste Tag, heute geht es gleich weiter mit 4 Filmbeiträgen oder 5, 4 glaube ich. Und dem ersten Kurzfilmblock Short and Horton Number One. Bin ich auch schon sehr gespannt. Es hat geheißen, es sind da dieses Jahr sehr, sehr viele Kurzfilmregisseure da. Und da freuen wir uns natürlich dann auch schon auf morgen mit den Interviews. Das Einzige, wo wir heute ein bisschen planen müssen, ist, wie lange geht der heutige Tag für uns? Spannend, ja. Genau. Ja, ansonsten, wenn ihr selber die Möglichkeit habt, aufs Hardline zu gehen, macht's das. Ich glaube, heute gibt es auch noch Karten für zumindest die Filmbeiträge. Und wenn ihr ganz lieb guckt, dann habt ihr vielleicht auch die Chance, dass ihr für den Kurzfilmblock noch Karten kriegt. Aber ich glaube, der ist ausverkauft, offiziell. Ansonsten schreibt uns in die Kommentare, was ihr vielleicht morgen von uns hören wollt. Wenn ihr euch wünscht, dass der Kani dabei ist. Dann könnt ihr es vergessen. Wie heißt es so schön in Bayern, in einer Hand kannst du was wünschen und die andere Hand kannst du scheißen. Also ich glaube, dass der in Scheiße gelangst. Ja, genau. Weiß nicht, wollt ihr ja sonst noch irgendein Schlussplädoyer halten? Nein. Alles gut. Schauen wir, was heute abgeht und dann sehen wir es. Und ich möchte dazu sagen, wir haben ein blendendes Wetter und es ist so ein tolles Gefühl, endlich wieder mit kurzer Hose ins Kino. Bam! Yes. T-Shirt-Wetter. Ja, richtig. Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir wünschen euch halt auch einen grandiosen Tag. Vielleicht sieht man sie im Hardline. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Auf jeden Fall der beste Podcast vom Hardline. Podcast Beef. Adieu. Servus! Yes.